Natürlich auch. Das kann nur eines bedeuten, und zwar ist es Zeit für Kaffeeclash. Eine halbe Stunde Wohnzimmerfeeling hier bei uns im Studio. Und bei mir ist auch die liebe Sophia. Hallo. Hallo Nina, es sind schon alle super fleißig am Chatten. Ich freue mich total. Es ist richtig was los. Machen wir uns eine richtig schöne Sendung heute. Und genauso wie Karin und Markus könnt ihr auch mit im Chat mitwirken, mit der Sophia schreiben und mit unseren Gästen schreiben. Bei uns wird es heute rappelvoll. Es wird einmal musikalisch und es geht um einen neuen Kinofilm. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt an mit unseren Top-Trendings. Bitteschön. Wir beschäftigen uns heute nicht direkt mit dem, was in Köln passiert ist, sondern mit einem Thema, das uns alle was angeht. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ob ihr wolltet oder nicht. Hashtag Kia Vuran Insanlik. Das ist türkisch. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Es bedeutet auf jeden Fall die fortgespülte Menschlichkeit. Und es handelt dabei um ein Bild, das einen kleinen syrischen Jungen zeigt, der tot an einem Strand in der Türkei angespült wurde. Dieses Bild wird gerade in den Medien und im Netz zum Sinnbild der Flüchtlingskatastrophe. Und wir haben uns aber trotzdem dagegen entschieden, dieses Bild heute zu zeigen. Nicht, weil wir die Flüchtlingskrise ignorieren, weil wir wissen auch so, wie schlimm und wie verzweifelt die Situation der Flüchtlinge ist. Und wir finden, das ist nicht einfach nur irgendein Bild, sondern es zeigt wirklich einen kleinen Jungen, die Leiche eines Jungen. Dieser Junge heißt Aylan Kurdi, ist 3 Jahre alt und ertrunken bei der Flucht aus Syrien. Sophia, wie ist denn die Reaktion im Netz zu diesem schrecklichen Bild? Ja, genau wie du schon sagst, es ist ein schreckliches Thema. Wir haben da mal so ein bisschen recherchiert, was es da gibt. Und da habe ich unter anderem zum Beispiel gefunden, ich verstehe jede Redaktion, die das Bild nicht zeigt. Ich verstehe aber auch jede, die es tut. Also die Sache kann man so oder so sehen. Es ist schlimm und die Welt muss auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht werden. Auf welche Art und Weise ist jeder Redaktion überlassen. Dann gibt es noch ein anderes Statement dazu, und zwar Print-Doppelpunkt. Redaktion entscheidet, ob sie das Foto zeigt. Online-Doppelpunkt, der Leser entscheidet, ob er es sehen möchte oder nicht. Also es wird auf jeden Fall diskutiert und es wird auch sehr ernst wahrgenommen. Also wenn ihr es doch sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur ins Netz gehen. Es ist überall zu sehen. Die mutmaßlichen Schleuser, die für dieses Unglück zuständig sind oder verantwortlich sind, die wurden schon von der türkischen Polizei verhaftet. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es mit denen weitergeht, was für Folgen auf sie zukommt. So, jetzt kommen wir aber, wir werfen jetzt mal einen Blick nach Köln, und hier in Köln gibt es nur ein einziges Thema, das gerade alle beschäftigt, Hashtag OB-Wahl. Robert Hotstegs, Anwalt für Verwaltungsrecht, der war gestern bei uns im Studio und der hat da eine kleine Vermutung aufgestellt und ist mit mir eine Wette eingegangen. Findet denn jetzt die Wahl überhaupt statt? Es war ja jetzt ein absolutes Hin und Her. Die Schriftgrößen von den Stimmzetteln sind zu groß. Leute haben schon gewählt. Jetzt wurde gemunkelt, nehmen die Wahl erstmal zurück und sagen, okay, wir verschieben das Ganze. Was ist da los? Kommt es zur Wahl oder nicht? Also es kommt zur Wahl, die Frage ist nur wann. Und die Stadt Köln hat bis zuletzt gesagt, sie hält an dem Wahltermin nächsten Sonntag fest. Wenn ich heute Abend eine Wette abgeben sollte, also wenn wir jetzt wetten sollten, ich würde darauf wetten, die Wahl wird verschoben. Ich finde, viel mehr spricht dafür, denn die Stimmzettel sind falsch gewesen. Ja, die Wette hat er auf jeden Fall gewonnen. Die Stadt Köln hat jetzt einstimmig entschieden, die Wahl zum Amt des Oberbürgermeisters wird verschoben. Das bedeutet für mehr als 50.000 Kölner, die bereits gewählt haben, dass sie nochmal ihre Stimme abgeben müssen. Und außerdem, was noch viel krasser ist, 1 Million Euro kostet das Ganze. Die Stadt aber ist ja gar kein Thema. Wir Kölner, wir zahlen das ja sehr gerne mit unseren Steuern, ist ja nichts dabei. Im Netz geht es da jetzt ganz schön ab. Viele Kölner sind richtig sauer oder haben nur noch Spott für diese Situation übrig und finden alles ziemlich peinlich. Sophia, du hast ja mal ein paar Reaktionen aufgegriffen für uns. Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall mir die eher amüsierteren Sachen da mal rausgefischt. Und da gibt es zum Beispiel als Kommentar: Dinge, die mit O beginnen, können wir in Köln ja nicht so gut. Extra Hashtag noch dabei die Oper.
Also das klappt auf jeden Fall nicht so gut. Dann noch anderes, ach, das ist halt der Kölsche Klüngel, was willst du machen? Also wird ein bisschen, was willst du machen? Ein bisschen lockerer noch gesehen. Und früher konnten die Kölner wenigstens noch einen Dom bauen. Heute bekommen sie nicht mal eine OB-Wahl hin. Kann ich so unterschreiben. Also ganz viel Spott im Netz. Wann der neue Termin für die Wahl ist, steht noch nicht fest. Ja, der 11.11. wird es auf jeden Fall nicht. Da könnt ihr euch sicher sein, ist nämlich leider kein Sonntag oder zum Glück kein Sonntag. Wir können ausgiebig die neue Session feiern. Was aber sicher ist, dass jetzt ganz tolle Gäste zu mir ins Studio kommen. Und das geht heute mal richtig aufs Ohr.